Hallo zusammen. Grüezi miteinander, guten Abend. Hallo zusammen. Ich habe gesehen, es hat Leute gegeben, die haben schon am 6 Uhr gewartet. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es ein Fehler war. Wir treffen uns wie immer am 8 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Schön, danke für die die Geduld hatten, zu warten. Hallo Dario, hallo Vissi, hallo Pfister, lovely Pfister. Welcome to Buy Me a Coffee. Danke für denen, die mir einen Kaffee spendiert haben letzte Woche. Ich habe es genossen. Und heute reden wir so über Feiern reden, über Geburtstag und andere Feste und was man sagen kann, um jemandem gratulieren. Hi Munetsk. Also, fangen wir mal an. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Ich hatte im September Geburtstag. Am 10. September. Aber ich habe nicht so gross Geburtstag gefeiert. Ich habe den 40. Geburtstag gefeiert. Und ihr? Wann habt ihr Geburtstag? Olivia, du hast am 15. Dezember Geburtstag. Wunderbar. Ja, also das ist schon bald. Du hast schon bald Geburtstag. Du bist fast ein Christkind. Ja? Du bist fast an Weihnachten auf die Welt gekommen. Wissi, du hast am 22. August Geburtstag. Du hast also im Sommer kannst du feiern mit deinen Freunden, ja. Das ist auch schön, wenn man im Sommer rausgehen kann, bräteln, ja. Tust du wie einen Geburtstag feiern? Hallo Tekle. Ich bin Schütze. Ja, du bist Schütze. Das ist die Sternzeichen, genau, Olivia. Und am 22. August ist Jungfrau, oder? Ich bin auch Jungfrau, aber ich bin vom September. Vom 10. September. Hallo Stefan. Also, du kannst sagen, viel Glück zum Geburtstag. Wenn ihr andere Sachen noch könntet sagen, was sagt ihr sonst noch? Viel Glück zum Geburtstag. Hallo Hakuna Matata. Oder alles Gute zum Geburtstag. Überhaupt alles Gute kannst du auch sonst wünschen. Alles Gute für deine Prüfung. Alles Gute zum Namenstag. Vielleicht gibt es Leute von euch, die Namenstag feiern. Also, das sind sehr wahrscheinlich Katholiken, die immer, wenn ihre Heilig den Tag hat, dann hast du Namenstag. Also zum Beispiel die heilige Kathrin ist am 25. November und ich habe am 25. November Namenstag. Meine Großmutter hat mir immer angerufen und mir zum Namenstag gratuliert. Ich habe das immer vergessen, aber meine Großmutter hat mir immer zum Namenstag gratuliert und gesagt, alles Gute zum Namenstag. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe heute Namenstag. Vielleicht weisst du, wenn du Namenstag hast. Genau. Du vergisst deinen Namenstag auch, Olivia. Ich habe keine Ahnung, wenn Olivia Namenstag hat. Von meiner Familie weiss ich es ein bisschen. Der heilige Patrick, mein Sohn heisst Patrick, der hat am 17. März Namenstag. Ja, das ist ein wichtiger Tag für die Iren. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Ich würde eher sagen, alles Gute, aber ich würde es nicht ausschliessen, dass es Leute gibt, die sagen, alles Gute. Auch sagen.
Dario, meine Großmutter, nein, sie lebt nicht mehr. Sie ist vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, ist sie gestorben, aber sie ist 102 Jahre alt gewesen. Also sie ist sehr alt geworden. 102 ist meine Großmutter geworden. Und sie war sehr stolz auf ihr Alter und auf ihre Familie. Sie hat am 100. Geburtstag hat sie 100 Gäste gehabt. 7 Kinder, über 40 Grosskind, über 40 Urgrosskind und 2 Urgrosskind. 102 Jahre alt ist sie geworden, genau. Das ist ganz alt. Sie war eine Bauernfrau, Dario. Sie hat selber gekocht, eigene Sachen viel gehabt. Sie hatte einen grossen Garten gehabt. Und später hat sie, ich denke, im Alter hat sie nicht so viel gegessen. Genau, Hakuna Matata, sie hat viel erlebt. Wir haben ein ganzes Buch gemacht von ihrem Leben. Sie hat erlebt, wie das erste Auto in der Straße fährt, und sie hat erlebt, den Weltkrieg erlebt, und sie hat noch früher müssen von Hand waschen, alles waschen. Genau. Und sie hat Telefon und Handy erlebt. Wenn jemand eine Prüfung hat, dann kannst du auch sagen, ich gratuliere dir herzlich zur bestandenen Prüfung. Olivia, sie war eine Bauernfrau, aber der Grossvater, dein Grossvater ist einfach ein Bauer. Du musst nicht sagen Bauernmann. Er war ein Bauer und er ist 99 geworden. Ich denke, es ist gesund, wenn man Bauer ist und viel draussen ist, wenn man nicht Pestizid braucht und so. Ein Bauer, genau. Ein Bauer hat einen Bauernhof und Kühe, die Milch geben. Vielleicht hat er Säue, vielleicht hat er Hühner, grosse Felder, einen Traktor. Ja, ich bin keine Bauernfrau, aber ich hoffe, ich werde bis am Schluss relativ gesund leben. Ja, hoffentlich. Ich freue mich so für dich. Du kannst sagen, wenn jemand eine Prüfung bestanden hat. Ich freue mich so für euch. Ja. Wenn jemand heiratet, zum Beispiel, kannst du sagen, oh, ich freue mich so für euch. Das ist so schön, dass ihr heiratet. Ja. Was habt ihr dieses Jahr gefeiert? Habt ihr dieses Jahr ein spezielles Fest gefeiert? Vielleicht einen runden Geburtstag? Oder du hast eine Prüfung bestanden? Oder es ist ein Kind auf die Welt gekommen? Oder ein Kind hat Erstkommunion gehabt? Was habt ihr gefeiert? Wenn jemand heiratet, kannst du sagen, ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Lebensweg. Du freust dich immer für deinen Mann. Wenn du für deinen Mann freust, dann freust du dich für deinen Mann, zum Beispiel, wenn er Karriere macht. Oder du freust dich für deinen Mann, wenn er die Ferien überkommt, ja. Oder du freust dich für deinen Mann, wenn er einen Preis gewinnt. Also du kannst dich, und sonst kannst du dich einfach an deinem Mann freuen. Wenn du Freude hast, dass dein Mann da ist, dann kannst du sagen, ich freue mich an meinem Mann, ich freue mich, dass er da ist. Hakuna Matata, Erstkommunion ist ein katholisches Fest. Das ist, wenn die Kinder ganz weiss, also die Mädchen vor allem, ganz weiss angezogen sind, die Buben auch, und sie können das erste Mal Jesus oder die Hostie empfangen vom Pfarrer. Ja, das ist erste Kommunion, erste heilige Kommunion.
Und das ist in vielen Orten ein grosses Fest für Katholiken. Das ist so wie eine Hochzeit, fast für Kinder. Nicht ganz, aber... Was ist das beste Geschenk, das du bekommen hast, das du je bekommen hast? Was ist das schönste Geschenk, das du bekommen hast? Was denkt ihr? Lebensweg, Olivia. Das ist, unser Leben ist wie ein Weg. Wir gehen Schritt für Schritt, laufen wir durch unser Leben. Ja? Vom Geburt bis zum Tod. Ja? Das ist unser Leben. Und unterwegs, du bist unterwegs in der Zwischenzeit. Du bist unterwegs auf deinem Lebensweg. Also du kannst jemandem alles Gute auf seinem Lebensweg wünschen. Oder wenn jemand eben heiratet, dann ist es ein neuer Lebensweg, das ist ein neuer Abschnitt. Ja? Und dann kannst du sagen, alles Gute auf deinem neuen Lebensweg. Habt ihr einmal ein super Geschenk bekommen? Was ist das schönste Geschenk, das ihr je einmal bekommen habt? Oculus Go von VR. Meine Oculus Go von VR. Ich habe keine Ahnung. Das Virtual Reality. Sind das so die Brillen? Ja? Also ich kenne mich da nicht so aus. Ein Ausflug. Olivia, dein beste Geschenk war ein Ausflug. Du hast mit der Familie einen Ausflug machen. Ja? Also, das muss noch interessant sein, die Virtual Reality. Ja? Ich habe auch einmal eine Gitarre bekommen. Ich denke, das war sehr ein schönes Geschenk gewesen. Und ich habe als Kind 2 Jahre auf diese Gitarre gewartet und das war super gewesen. Tekle, du hast noch nie deinen Geburtstag gefeiert. Du kommst aus einem Land, wo man nicht das Geburtstagsfest machen, ja? Und in der Schweiz tust du auch nicht Geburtstag feiern. Vielleicht tust du Namenstag feiern. Ich denke, Namenstag ist interessant, wenn du etwas älter wirst, dann fragen die Leute immer, wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? Ja, du bist schon 50. Ja. Und wenn du Namenstag hast, hast du einfach Namenstag und dann fragt niemand, wie alt bist du? Olivia, du feierst auch nicht so viel. Wir essen etwas Gutes essen, wenn ich Geburtstag habe. Vielleicht gehen wir ins Restaurant mit dem Kind. Aber ich möchte meinen nächsten runden Geburtstag feiern. Also, wenn ich 50 bin, das geht noch ein paar Jahre, aber wenn ich 50 bin, möchte ich ein Fest machen. Hakuna Matata, du meinst, Tekle ist aus Eritrea oder Äthiopien. Eritrea, genau. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Super. In Eritrea tut man sicher andere Feste feiern. Ja. Wir kommen vielleicht noch darauf zu reden. Was ist das schlechteste Geschenk oder ein Geschenk, das dich enttäuscht hat, das du bekommen hast? Hat es das auch schon gegeben, dass du enttäuscht warst von einem Geschenk? Und denkst, oh, schade. Oder das habe ich schon. Etwas, was ihr schon habt. Tessel hat das beste Geschenk ist die besten Eltern. Ja, das Leben, dein Leben. Sie haben dir das Leben geschenkt. Das ist super. Das finde ich auch. Und für mich hat es am Hochzeit haben wir ein Geschenk bekommen. Und das war so ein Geo. Kennt ihr die Zeitschrift? Das ist schon recht dick, grün, so Geo. Und es hat viele interessante Artikel zu verschiedenen Themen.
Und mich hat die Zeitung, die Zeitschrift immer sehr interessiert. Und ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe gedacht, jetzt komme ich ein Geo-Abo über, dass ich das ganze Jahr lang immer das Geo überkomme. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und es ist nie, sie haben mir nie ein anderes Geo geschickt. Also ich hatte kein Abo gehabt. Und dann bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. So, das wäre jetzt schön gewesen, so ein Geo-Abo, aber es war nur ein Heft gewesen. Ich denke, das war ein Fehler gewesen. Ich weiss nicht, ob die mir das geschenkt haben, vergessen haben, ein Abo zu machen oder ob sie... Ich hoffe nicht, dass sie gezahlt haben und nachher ich nichts bekommen habe. Aber ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen. Ich habe nichts gesagt. Oh, Hakuna Matata, du hast eine Ski gekauft. Gerade am Tag, bevor du das Geschenk bekommen hast, hast du Ski selber gekauft. Und dann hast du am nächsten Tag die gleichen Ski bekommen. Ja, ich hoffe, du hast dann ein paar zurückgeben. Oder jemanden finden, der auch Ski möchte. Hallo Selam. Ja, also wir reden über Geschenke. Tun ihr viele Geschenke machen? Ja? Was würdest du gerne geschenkt bekommen? Ich finde das immer eine schwierige Frage. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir auf Weihnachten? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich finde das immer schwierig, die Frage. Ich finde es schön, wenn man etwas zusammen machen kann. Wenn man Zeit hat füreinander. Einen Spielabend zusammen machen. Einen Ausflug machen. Eine kurze Reise vielleicht sogar. Und du freust dich immer auf ein Fondue an deinem Geburtstag. Ist das Fondue dein Lieblingsessen, Dario? Ja, wenn Freunde kommen. Ja. Was wünschst du dir? Das ist so die Frage. Top 3. Okay. Natürlich wünschen wir uns können wir uns auch immaterielle Sachen wünschen, wie zum Beispiel Frieden. Frieden in der Familie, Frieden im Land. Das ist etwas Cooles, wenn man Frieden hat. Du wünschst Gesundheit. Du wünschst dir Gesundheit. Das ist auch wichtig, ja. Wenn du gesund bist, dann kannst du aktiv sein, dann kannst du andere Leute treffen, dann kannst du anderen eine Freude machen. Ja. Frieden und Gesundheit. Also wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Tust du Geburtstag feiern? Und mit wem tust du Geburtstag feiern? Machst du ein grosses Fest oder feierst nur ganz im engen Familienkreis mit deinem Partner und dem Kind? Ja, wie tust du Geburtstag feiern? Ich hatte einen sehr schönen 30. Geburtstag. Ja, an meinem 30. Geburtstag habe ich eine Waldhütte gemietet und dann hatte ich viel Platz und wir konnten ganz viele Leute einladen und wir haben Fleisch und Getränke organisiert und alle, die gekommen sind, unsere Gäste, haben einen Salat oder Kuchen mitgebracht und wir hatten wirklich ein schönes Fest gehabt und das Wetter war super. Das Wetter hat mitgespielt, das ist super. Hakuna Matata, du lädst enge Freunde von dir ein und feierst im Familienkreis. Ja, das klingt gemütlich. Genau, so, und es ist nicht so stressig, als wenn man alles selber muss kochen und viel machen und so. Es ist ein bisschen weniger stressig. Dann kann man den Geburtstag geniessen.
und sich freuen daran. Wie feiert ihr Weihnachten? Wie feiert ihr Weihnachten? Feiert ihr Weihnachten? Gibt es bei euch? Oh, das kommt später noch die Frage, wann feiert ihr Weihnachten? Ja, feiern kann manchmal viel Stress sein. Weihnachten kann manchmal auch viel Stress sein. Hallo Pavel. Du feierst auch im engen Freundeskreis und Familienkreis. Genau. Man muss nicht so eine grosse Riesenparty machen. Olivia, du feierst immer mit deiner Familie. Hakuna Matata, ihr essen zusammen etwas Gutes, etwas Festliches. Ihr singt Weihnachtslieder. In welcher Sprache singt ihr Weihnachtslieder? Und dann packen ihr noch Geschenke auspacken. Also macht ihr das alles am 24. Dezember oder erst am 25. Pavel, du feierst gerne Weihnachten. Das ist, ja, Weihnachten ist ein schönes Fest. Und man sieht seine Familie wieder. Wir feiern meistens mit der Familie von meinem Mann Weihnachten. Und er hat eine grosse Familie. Er hat 3 Brüder und eine Schwester. Und sie haben auch schon Kinder. Nicht alle, aber fast alle. Abdi, du feierst nicht so viel Weihnachten. Vielleicht, wenn du Muslim bist oder einen anderen Glauben hast, ja, ist das dann ein spezieller Tag für dich oder ist das nichts? Machst du nichts? Pavel, du feierst mit deiner Familie viel essen, zusammen trinken, tanzen. Ihr tanzt noch tanzen an Weihnachten und singen. Oh, und ihr Hakuna Matata, ihr singt deutsche Weihnachtslieder. Nicht in deiner Muttersprache. Und du tanzt viel, Olivia. Schön. Wir tanzen nicht an Weihnachten. Aber das wäre eine gute Idee. Ich muss mal meine Kinder fragen, wie sie das finden. Meine Tochter tanzt sicher sehr gern. Meine Tochter, sie tanzt sehr gern und singt sehr gern. Und das ist schön, wenn wir zusammen sitzen und zusammen singen. Frohe Weihnachten können wir wünschen. Du feierst mit deiner Familie. Selam. Habt ihr einen Christbaum? Und wer tut das schmücken? Wir haben einen Christbaum, aber meine Mutter, sie hat keinen Christbaum mehr. Sie hat selber aus Holz so eine Art Christbaum gebastelt, aber es ist schön und sie hat ein paar Kugeln dran, sehr einfach, nicht viel Deko, nicht viel Schnickschnack, ja. Und sie hat draussen im Garten einen schönen Stern, wo sie beleuchtet. So. Aber sie hat keinen Christbaum. Wir haben noch einen Christbaum, aber einen richtigen Baum. Und früher haben wir immer Kerzchen gehabt, richtige Kerzchen auf dem Christbaum. Und meine Mutter hat hat gesagt, wenn ich einen Christbaum habe, dann braucht es richtige Kerzchen und sonst brauche ich keinen richtigen Christbaum. Ja, Weihnachten ohne Christbaum, das ist weniger eine Feststimmung, weniger Weihnachtsstimmung. Ja? Das macht schon speziell weihnachtlich, der Christbaum. Genau. Aber man kann auch eine Kerze aufstellen oder eine Krippe, eine schöne Krippe mit Maria und Josef und Jesus.
Weil du hast einen künstlichen Christbaum mit viel Schmuck und Lichter und du kannst den ganz lang stehen. Ja? Dem fallen nicht die Nadeln ab, der wird nicht wüst und vertrocknet. Ja. Wir stellen den Christbaum immer erst an Weihnachten aufstellen, dass er möglichst lang frisch ist nachher. Genau, das war noch die Frage. An welchem Tag feiert ihr Weihnachten? Es gibt Leute, die feiern erst am 6. Januar Weihnachten. Am 6. Januar feiern die orthodoxen Christen Weihnachten. Ja, und sie machen eigentlich gar nicht viel an Weihnachten, glaube ich. Am 6. Januar, genau. Du auch, Hakuna Matata. Du feierst am 25. Dezember, Olivia. Dario auch. Ja. Wir feiern eine ganze Woche lang. Zuerst feiern wir in der Familie und dann feiern wir mit Neunisch in der Familie und dann müssen wir noch helfen essen, was wir zu viel gekocht haben und dann kommen wir Neunisch zusammen. Und dann treffen wir vielleicht Freunde. Hakuna Matata, ihr seid griechisch-orthodox, also doch am 6. Januar. Am Dreikönigstag. Und dann gibt es die 3 Königskuchen. Vielleicht auch. Pavel, du feierst gerade an beiden Tagen. Am 24. Dezember und am 6. Januar. Du feierst auch die ganze Woche, Olivia. Das ist schön. Wieso nur einen Tag feiern, wenn man länger kann? Viele Leute haben auch frei zwischen Weihnachten und Neujahr. Und nachher gibt es noch eine grosse Party für Neujahr. Und dann kann man dann langsam ausruhen. Die letzte Weihnachten hast du einen richtigen Christbaum und richtige Kerzen gehabt, am 24. Dezember. Und das heisst, das nächste Mal hast du nicht mehr richtige Kerzen, wie sie. Oder hast du nicht mehr einen richtigen Christbaum? Lovely Pfister, ihr feiert am 24. Dezember feiern und in Mitternacht anstoßen. So wie ein kleines Silvester. Tun ihr am Mitternacht zusammen prosten, weil am 25. ist eigentlich Weihnachtstag, oder? Olivia, bei den Geschenken, du bist schon bei den Geschenken. Was macht ihr für Weihnachtsgeschenke? Du tust Socken lismen. Ja, für deine Familie. Das ist eine coole Sache. Selber machen. Meine Großmutter hat immer Socken gelismet. Tun ihr selber Geschenke basteln? Selber etwas Kleines machen? Oder geht ihr einkaufen? Macht jedem ein Geschenk? Also in unserer Familie haben wir aufgehört und haben gesagt, die Eltern machen ihren Kind ein Geschenk, Götti und Gotti machen ihren Götti-Kind ein Geschenk. Und das hat sehr viel Stress genommen. Also es ist schon viel weniger stressig, weil wir sind sehr viele Leute schon. Aber ich mache gleich immer ein bisschen mehr Geschenke. Irgendetwas Kleines finde ich doch noch für andere. Ihr könnt Wichteln, Hakuna Matata. Das ist eine gute Sache. Also ihr könnt Lösli ziehen und jeder macht einfach jemandem ein Geschenk. Das ist eine coole Sache. Finde ich gut. Das machen sie manchmal auch in der Schule. Hallo Amir. Genau, Weihnachtsgeschenke, oder? Genau. Was macht ihr für Weihnachtsgeschenke? Ich habe jetzt für meine Tochter schon etwas gefunden. Manchmal sehe ich etwas unter einem Tag, unter einem Jahr und dann denke ich, oh, das wäre ein interessantes Geschenk. Aber wenn die Kinder immer fragen, Mami, darf ich das, darf ich das, darf ich das, dann denke ich, oh, ich muss mir das merken, das könnte ein Weihnachtsgeschenk sein. Weil bei euch gibt es Bücher, Brettspiele, Gutzli, Schoki. Bei uns auch. Ja.
Wir tun uns manchmal zusammen für die Eltern, für meine Schwiegereltern, auch für etwas Grösseres zu kaufen, dass wir zusammen etwas kaufen können. Also wir haben ihnen letzte zum Beispiel einen neuen Backofen spendiert. Aber mit den anderen Kindern zusammen, mit meinen Schwager und Schwägerinnen. Das ist noch das Geburtstagsfest. Also zum Geburtstagsfest, wenn ihr Gäste einladet, kannst du sagen, ich lade dich herzlich zu meinem Fest ein, zum Geburtstagsfest, zu meiner Diplomierung, zur Hochzeit. Wir haben auch schon Gäste eingeladen an Weihnachten und haben gesagt, kommt doch mit uns Weihnachten feiern. Es wäre schön, wenn ihr mit uns kommt. Zu uns kommen, ja. Ich mache ein Geburtstagsfest. Natürlich bist du auch eingeladen. So für Leute, die allein sind, vielleicht an Weihnachten aus der Familie, wo wir wissen, sie haben nicht viel Familie da zum Beispiel, dann manchmal wir auch sie einladen. Bei uns ist Tubusch. Eine Karte schenken. Also, Selam, du meinst, ihr schreibt euch schöne Weihnachtskärtchen schreiben und nicht grosse Geschenke machen. Jetzt sind wir bei der Musik. Was für Musik hört ihr gerne an einer Party? Olivia, du machst eine grosse Party und ich bin eingeladen. Danke vielmals für deine Einladung. Du kannst mir ein E-Mail schreiben mit den Details, dass ich dann schauen kann und das planen, in meinen Kalender eintragen. Was für Musik hört ihr? Hört ihr viel Musik? Hört ihr Lautmusik? Jazz? Ja, genau. Wir haben Radio Swiss Jazz und dann ist mehr Hintergrundmusik, wenn wir irgendein Fest haben. Florian Ast, Dario, du hörst Florian Ast. Das klingt sehr schweizerisch, aber jetzt habe ich ihn gerade nicht im Kopf, was das für einen ist. Ich muss ihn nachschauen. Gut. Habt ihr andere Musikwünsche noch? Klassische Musik vielleicht? Oder Pop, Rock? Schweizer Musik? Das ist ein Schweizer Musiker, der Florian Ast. Ich habe so vermutet, ich habe es schon gehört, aber ich kann mir kein Bild mehr machen. So. El Mundo Café Radio hörst du. Reggae-Musik ist auch so sehr positiv, mit viel Energie, ja. Vielleicht gibt es Unterschiede, wie wir Fest feiern in der Schweiz und wie ihr feiern in eurem Land, wo ihr herkommt. Ja? Habt ihr schon gemerkt, was ist der Unterschied zwischen einer Hochzeit in der Schweiz und in deinem Land? Gibt es Unterschied? Pablo, du hörst auch Radio Swiss Jazz, ist angenehm. Gibt es einen Unterschied zwischen der Art, wie ihr Hochzeit feiern oder andere Feste feiern in deinem Land, wo du herkommst, und in der Schweiz, kulturell oder so? Also zum Beispiel mein Mann kommt aus Polen und ich komme aus der Schweiz und ich habe gedacht, das ist gleich. Wir haben gar nicht so viel darüber geredet, wie das ist, ob es einen Unterschied gibt zwischen diesen Festen. In der Schweiz lädt man eher weniger Gäste ein. Ja, und bei dir daheim gibt es viel mehr. Hakuna Matata, ja. Genau. Nur 50 oder 60 Leute, ja. Wir hatten etwa 60 Leute. In der Schweiz ist es vielleicht auch teurer. Und dann tut man ein bisschen weniger Gäste einladen. Oder die
Familien sind kleiner. Vielleicht hat man im Ausland noch grössere Familien, mehr Leute. Und man lädt alle Onkel und Tanten ein. Ja. Ich habe gemerkt, dass es zu Polen die Hochzeit geht meistens 2 Tage lang. Oder 3. Zuerst ist ein Polterabend, nachher ist die Hochzeit und wir feiern bis um 3, 4 Uhr am Morgen. Und dann am Sonntag gibt es noch einmal, ab 12 Uhr oder so, gibt es noch einmal eine Party. Bis am Abend um 8 Uhr. Also wir feiern das ganze Wochenende. Seeland ihr noch ganz viele Leute einladen. Ja, jetzt ist es ein Problem für die heiraten wollen. Also mein Cousin hat seine Hochzeit verschoben. Vor allem, weil er jemanden heiratet aus dem Ausland. Also seine Freundin ist Kanadierin oder die Brut ist Kanadierin. Und ihre Familie konnte nicht in die Schweiz kommen. Und darum haben sie ihre Hochzeit verschoben. Aber ich weiss jetzt auch nicht, auf wann. Olivia, du meinst es lange Dates-Tag. Pavel, du bist in Russland und Ukraine. Das ist immer ein grosses Fest. Zu viele Leute und Gäste, auch 2 bis 3 Tage. Und mit dem Alkohol, manchmal gibt es auch zu viel Alkohol. Also zu Polen, manchmal schon. Also vielleicht auch je nach Familie und je nach Gäste. Aber es ist immer sehr lustig. Oder was die Polen machen, sie tun, wenn alle Gäste rufen, bitter, bitter, also dann nachher müssen das Ehepaar, das Brautpaar, muss dann den Abend versüssen, indem sie sich einen Kuss geben. Das ist so ein Gang und Gäbe. Man ruft bitter, bitter und diese Leute müssen sich küssen. Und das ist in der Schweiz gar nicht so. Lovely Pfister, bei deinem Land gibt es ein grösseres Fest, ja. Also, da haben wir gefragt. Hakuna Matata, du bist von Griechenland, nicht aus Äthiopien. Mhm. Aus welchem Land bist du? Das fragt Dario. Aber ich weiss gar nicht, wer du fragst. Ja, also es gibt verschiedene Unterschiede zwischen den Ländern. Genau, Goschko, Goschko. Die Frage ist auch Lovely. Woher kommst du, Lovely? Und ja, genau, das haben wir auch schon ein bisschen beantwortet. Wie viele Tage lang feiert ihr Hochzeit? Ich hatte schon Studenten, die mir erzählt haben von einer indischen Hochzeit. Und das geht eine ganze Woche lang. Jeden Tag kommt man zusammen wieder und weiter feiern. Eine indische Hochzeit. Lovely, du bist aus den Philippinen. Mhm. Schön. Also, trinkt ihr viel Alkohol an einem Fest? Ist das normal? Oder was für Alkohol? In der Schweiz trinkt man gerne Wein oder eventuell Bier oder in Polen Wodka. Ja. Ist das wichtig für dich? Kannst du sagen, denkst du, ohne Alkohol ist es kein richtiges Fest? Olivia, du meinst, das geht besser zum Tanzen, dann bist du freier zum Tanzen mit Alkohol. Ja. Ich trinke generell nicht so viel Alkohol. Also nach 1, 2 Gläser merke ich es. Dann habe ich genug. Dario, du bist allergisch. Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, wo man allergisch drauf ist. Alkohol. Das kann man verkraften, oder? Du bist noch nie betrunken gewesen. Mhm. Ein bisschen Wein ist gut für Stimmung, ja. Das ist auch gut. Aber ich werde sehr müde. Glück und Champagner. Hallo Katja.
Glöck und Champagner. Champagner weiss ich, was es ist, aber Glöck, keine Ahnung. Hallo, Svit. Ah, Dario, du musst immer fahren. Das ist natürlich klar, du bist das Opfer, wo es nüchtern bleibt und du tust immer auch die Leute heimbringen, ja. Tekle, du trinkst gerne Alkohol. Hauptsache Alkohol. Was sind eure Lieblingsdrinks? Habt ihr so einen Drink, den ihr gerne habt? Ich habe noch gerne Martini oder so ein bisschen süsse Sachen. Lieber als Bier zum Beispiel. Da, weil du trinkst Rotwein und Champagner. Weisse, du hast gerne Gin Tonic. Ja, das ist so ein bisschen... Mhm. Eine Stange für die Stimmung. Das ist gut zum Entspannen vielleicht auch. Eine Stange Bier. Orangensaft. Oder vielleicht Orangensaft mit ein bisschen Wodka. Ah ja, Katja, Glühwein, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Zeit für Glühwein. Oder es gibt so Tee, der ganz ähnlich ist, Gifferscher Tee. Den habe ich immer sehr gerne getrunken, schon ewig lang nicht mehr gehabt. Aber das ist auch so mit Gewürz, mit Ingwer und so. Lovely, wenn du Alkohol trinkst, dann bist du nicht mehr schüch. Das ist manchmal positiv. Selam, ich habe auch gerne Orangensaft. Whisky, Tekle, eine Stange Bier, genau. Mojito. Dein Lieblingsdrink ist ein Mojito. Genau. Das muss ich auch einmal versuchen. Ich gehe selten in den Ausgang. Ich muss wieder ein bisschen gehen. Oder Wasser. Ah ja, Wasser natürlich. Das ist lebenswichtig. Was darf an einer Party nicht fehlen? Was darf nicht fehlen? Aperol Spritz, genau. Oh, Zürichbieter Milch. Machst du speziellen Mix mit Whisky und Honig? Eggnog, perfekt. Das ist das etwas wie Eierlikör? Und du kannst es selber machen, Katja. Mhm. Genau, und Pavel, Bier ist dein Lieblingsgetränk, sehe ich. Also was darf an einer Party nicht fehlen? Und wie viele Gäste lädst du an dein Geburtstagsfest ein? Was darf nicht fehlen? Nur Milch, ohne Whisky. Also das ist kein Alibi, dass du, ich trinke nur Milch und dann hast du doch etwas. Ja, okay. Also die Frage war, was darf an einer Party nicht fehlen? Ich denke, es braucht vor allem gute Atmosphäre, gute Laune, genau. Dass alle gute Laune mitbringen, dass die Leute nicht zusammen anfangen zu streiten oder so. Mhm. Eben, da kann Musik auch helfen, gute Musik. Nicht zu laut, dass man reden kann, dass man Zeit hat, miteinander zu reden, das ist auch gut. Live-Musik. Natürlich Live-Musik, dann ist es schon ein grösseres Fest, wenn du Live-Musik organisierst. Oder du machst selber Musik. Ja, selber zusammen singen. Gute Leute, natürlich Gäste, das ist natürlich das Letzte, wenn du eine Party machst und niemand kommt. Ja, das ist traurig. Wie viele Gäste lädst du an dein Geburtstagsfest ein? Hast du gerne so grosse Party? Oder ich glaube, die meisten haben schon geschrieben, dass es eher so klein, im kleinen Rahmen, wenig Freunde.
Also wenn wir mit der Familie zusammenkommen, dann sind wir schon mit meinen Schwiegereltern und Eltern und so, da sind wir schon 30 Leute. Oh Katja, du machst es perfekt. Du tust auf lange Zeit planen und mit Dekoration und allem drum und dran. Mhm. Das ist auch schön, ja. Das ist eine Vorfreude und du kannst vorbereiten, dir etwas Interessantes ausdenken. Olivia, du lädst 3 oder 5 Leute ein. Ja. Mit mehr hat man gar nicht so viel Zeit zum Reden oder so. Also das ist die optimale Gästezahl. Die optimale Gästezahl. Alkohol darf nicht fehlen, Hakuna Matata. Mhm. Ja, ich vergesse es manchmal einzukaufen. Das ist die Sache von meinem Mann, Alkohol. Tun ihr die Leute heim einladen oder gehen ihr lieber auswärts ins Restaurant? Also wenn ein grösseres Fest ist, ja? Tun ihr die Leute heim einladen oder gehen ihr auswärts? Du lädst etwa 10 Leute ein. Mhm. Auswärts ist weniger Stress, aber es ist ein bisschen teurer. Wir haben es auch schon so gemacht, zum Beispiel, wo Erstkommunion war von meinen Kindern, dann haben wir Catering organisiert. Also wir waren daheim, aber wir haben nicht alles selber gemacht. Wir hatten Catering, wir hatten einen Kellner, sie haben geholfen, den Tisch vorbereiten und natürlich kochen. Für eine kleine Party gibt's noch, es sind jetzt zwei Personen und eine Katja. Alexi, du sagst, nach dem 30. Geburtstag tust du nicht mehr feiern. Dann denkst du, oh, schon wieder ein Jahr älter. Das ist nicht mehr ein Grund zum Feiern. Dario, wenn ihr daheim sind, dann müsst ihr wenigstens nicht draussen frieren. Ja, ja. Wenn du im Winter ein Fest machst, im Sommer ist es natürlich ganz anders. Pavel, du tust eine Reise organisieren mit deinen Freunden. Ja, ich hatte auch schon Schüler, die sind das 5. zusammen eine Städtereise machen, zum Beispiel zum Geburtstag. Für grössere Feste, Katja, definitiv ist auswärts viel bequemer und besser. Und Hakuna Matata, du gehst immer aus. Du tust nicht daheim feiern. Ja. Dann hast du mehr Zeit für die Gäste und du musst nicht immer in der Küche stehen und kochen und putzen und aufräumen. Und habt ihr schon einen Plan? Was macht ihr an eurem 50. Geburtstag? Oder was habt ihr gemacht an eurem 50. Geburtstag? Wir waren vor ein paar Jahren eingeladen. Die Frau von unserem Freund hat ein Überraschungsfest gemacht zu seinem 50. Geburtstag. Das war super. Ich möchte gerne meinen runden Geburtstag feiern, aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht draussen mit Bräteln, campen oder so. Hakuna Matata, ihr tut wirklich im wahrsten Sinn vom Wort draussen feiern, nicht ihr geht aus ins Restaurant oder so, aber ihr tut euch entsprechend anziehen. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleider, genau das sagt man. Oi Dario, wer weiss, was wird in 20 Jahren sein? Du musst noch schauen, was das Klima macht, wenn du 50 wirst. Hoffentlich
ist dann, ja, wer weiß, was ist. Hoffentlich können wir uns gut anpassen und hoffentlich machen wir wirklich jetzt den Umweltschutz und Klimaschutz. Oh, Olivia, du machst zu deinem 50. Geburtstag einen Ausflug auf Kuba. Das ist eine gute Idee. Thekle, du willst nicht arbeiten, bis du 50 bist. Oder du kannst frei nehmen, vielleicht eine Woche frei nehmen zu deinem 50. Geburtstag. Lovely, du möchtest heimgehen in deine Heimat, mit deiner Familie feiern. Das wäre schön, ja. Du könntest einen längeren Heimurlaub planen. Zum Beispiel einen Monat oder 2 oder 3 oder ein halbes Jahr. Du stellst dir vor, Katja, dass du in ein Restaurant wirst gehen. Mhm. Ja, in ein Restaurant. Das ist gut. Meine Eltern haben den 40. Hochzeitstag gefeiert und sie haben viele Gäste eingeladen und sie haben noch einen Panflötenspieler eingeladen. Und es war ein Konzert. Also es hat ein Konzert gegeben. Also das ist die Frage, was macht ihr an der goldigen Hochzeit? Goldige Hochzeit, wisst ihr, was das ist? Das ist, wenn man 50 Jahre geheiratet ist. Ja? Wenn man 50 Jahre lang zusammen ist, dann ist das die goldige Hochzeit. Die anderen 40 Jahre lang ist das die silbrige, ich weiss nicht mehr. Ja, Dario, du würdest es gut finden, wenn es nicht zu heiß wäre an deinem 50. Geburtstag. Oh, Pavel, eine Weltreise oder eine Wanderung auf dem Mars, vielleicht ist das dann auch schon möglich. Wer weiß. Eine Wanderung auf dem Mars oder eine Weltreise mit deiner Frau. Jetzt ist die Frage, apropos kulturelle Unterschied. Wenn du Gäste hast bei dir daheim, dürfen deine Gäste bei dir zupacken? Also können sie helfen, tischen oder abtischen oder abwaschen? Oder sagst du, nein, lass das sein, das ist meine Sache, du bist der Gast, du musst da sitzen. Wie ist das bei dir? Dürfen deine Gäste bei dir daheim zupacken? Oder wenn du zu Besuch gehst, fragst du manchmal, kann ich dir etwas helfen? Ich tue schnell mit dir abwaschen oder so. Wie ist das bei euch? Weil in der Schweiz ist es vielleicht anders. Also die Zeiten sind vielleicht anders in der Schweiz als dort, wo ihr herkommt. Ja? Oder fragen dir die Gäste manchmal, wenn ihr sie einladet, oh, du könntest einen Salat mitbringen. Pavel, du bist ein klassischer Gastgeber. Du sagst, Gäste sollen tanzen und trinken und sie müssen nicht helfen. Mhm. Du hast lieber keine Hilfe. Genau, im Normalfall nicht. Katja, du willst auch alles selber machen. Hakuna Matata beim Abwaschen sagst nicht nein. Manchmal ist das ganz lustig, zusammen abwaschen und zusammen ein bisschen reden und ein bisschen Küche putzen und ein bisschen aktiv sein, ein bisschen sich bewegen, nicht immer sitzen. Selam, ihr helft euch immer. Das ist schön. Ja, in der Schweiz ist es, glaube ich, schon eher Tradition. Ich glaube, es ist nicht nur meine Familie, eben, dass man sich fragt. Natürlich vorbereiten, das macht der Gastgeber. Ausser die Jungen, wenn die Jungen ein Fest machen. Ich glaube, dann sagen sie eher, oh, nimmst du einen Salat mit, nimmst du einen Kuchen mit, oder jeder bringt etwas Kleines. Aber sonst tun schon eher die Gastgeber alles parat machen.
Aber die Gäste fragen manchmal, kann ich dir etwas helfen? Beim Tischen, beim Herrichten, beim Abwaschen. Ja. Du möchtest alles selber machen, Lovely, aber deine Freunde helfen trotzdem. Katja, du kochst alles selber. Es muss niemand etwas mitbringen. Aber hankerum, andererseits, hankerum, möchtest du, denn wenn du Gast bist, möchtest du verpflegt werden, möchtest du als Gast behandelt werden und nichts machen. Sehr wahrscheinlich, oder? Also es muss nicht sein, dass sie zupacken. Aber manchmal ist es noch gern gesehen. Das sagst. Ich lehre meinen Kindern immer, dass sie fragen. Die Frage ist wichtig für mich. Kann ich dir etwas helfen? Der Gastgeber kann immer noch sagen, nein, kein Problem, sitz ab. Ja? Aber ich finde immer, das ist eine wichtige Frage, wenn man bei jemandem zu Besuch ist oder wenn man... Manchmal, wir haben noch viele Leute, die bei uns übernachten und ein paar Tage da sind. Katja, du meinst, in Deutschland sollen die Gäste gerade alles Essen mitbringen. Du tust die Wohnung putzen und die Gäste nehmen das Essen mit. Ja, ich kenne das weniger, aber ich auch, ja, ist sehr wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Kann ich zupacken? Olivia, vielleicht würden wir eher fragen, kann ich dir etwas helfen? Ja. Oder könnte man sagen, ist es recht, wenn ich auch mit zupacke oder wenn ich mit anpacke? Kann ich Ihnen helfen? Dann bist du persiv. Kann ich Ihnen helfen, Frau Habte Michael? Ja. Oder Herr. Also genau das ist auch noch eine Frage. Ist das normal in deinem Land, etwas zum Essen mitzunehmen, wenn eine Party ist? Herr. Okay, tut mir leid. Habte Michael. Ja, Katja, du würdest fragen, ob du sollst zupacken und das ist wie ein Sozialspiel, ja. Also der Gastgeber kann immer noch sagen Nein. Oder wenn er denkt, oh, das ist so eine Faule, die sitzt einfach da und lässt sich servieren und ich muss alles selber machen und ich habe so einen Stress, das ist auch nicht gut. Das könnten vielleicht die Schweizer denken, keine Ahnung. Oder er könnte fragen, du, willst du mir nicht schnell da zur Hand gehen? Willst du mir nicht schnell helfen? Selam, bei euch ist es ganz normal, dass alle etwas mitnehmen. Ja, ich habe glaube das bei unserer Familie in Polen auch ein bisschen eingeführt. In der Schweiz ist es ganz normal, aber in Polen ist es nicht so normal. Aber ich habe es doch ein bisschen eingeführt, dass ich manchmal sage, oh, ich nehme etwas mit, was kann ich mitbringen, was kann ich helfen. Ja. Und jetzt zum Schluss noch eine Frage. Du dich manchmal französisch verabschieden? Sagen Tschüss zusammen und du verschwindest. Ja. Genau, ein kleines Mitbringsel mitnehmen, ein bisschen Champagner oder eine Flasche Wein oder ein bisschen Schoki. Also Alexei, dir bringen immer Geschenke mit, das ist wichtig in deiner Kultur. Ja, genau. Wisst ihr, was das ist? Also, ich habe geschrieben French Farewell, aber ich weiß nicht, ob man darunter etwas versteht. Sich französisch verabschieden. Also, in der Schweiz ist es ja recht üblich, dass man einander die Hand gibt, dass man alle begrüßt und Hallo sagt. Jeder sagt jedem Hallo und jeder sagt jedem Tschüss. Ja.
Und dann, wenn ich zum Beispiel möchte gehen, bevor die ganze Party fertig ist, genau, Olivia, das ist rausgehen ohne Ciao sagen. Das sage ich einfach Tschüss zusammen. Oder ich sage am Gastgeber, oh, ich tue mich französisch verabschieden. Ich gehe, danke für alles, auf Wiedersehen, tschüss. Ja. Und ich gehe nicht jedem sagen, hey, ich gehe jetzt, tschüss, tschüss. Ja. Du tust dich immer französisch verabschieden, Katja. Mhm. Ja, du umarmst alle und sagst tschüss. Ja, es kommt, genau. Vielleicht hast du gar nicht gewusst, dass du das machst, dich französisch verabschieden. Genau, auch wenn wir alle muss küssen beim Abschied oder so, sagen wir einfach Tschüss zusammen. Und die, die es hören, hören es. Und die, die es nicht hören, hören es nicht. Und ich verschwinde. Ja, manchmal ist das praktisch. Oder ich einfach die Leute, wenn es ein grosses Fest ist oder etwas Grosses, die näheren Leute von der Familie oder die näheren Freunde, verabschiede ich mich verabschieden, die mit mir am Tisch sind zum Beispiel oder so. Und vom Rest verabschiede ich mich französisch verabschieden. Olivia, du machst das mit deinem Chef. du verschwindest einfach. Sonst sagt er noch, Olivia, hast du das noch schon gemacht? Oder könntest du noch das machen, bevor du gehst? Ja? Und wenn du dich auf Französisch verabschiedest, dann bist du einfach nicht mehr da. Ja, genau. Okay, dann danke ich euch vielmals fürs Mitmachen. Ich habe dann noch einen Tipp. Also wir haben einen Newsletter. Für die ihn noch nicht abonniert haben, schaut doch meiner Homepage schauen. Oben könnt ihr euch einschreiben für einen Newsletter und dann kommt ihr immer die neuesten Informationen mit über, was läuft und geht. Und da, also das sieht man jetzt besser. Ja. Claudia, du kommst aus Brasilien. Hallo. Und dann die Lust haben, die es gut haben gefunden, die können wie Lovely und Dario einen Kaffee kaufen. Unten habt ihr einen Link oder auf den Join-Knopf drücken. Dann könnt ihr mir einen Kaffee kaufen, spendieren. Und dann noch euch abonnieren, unserem YouTube-Kanal abonnieren. Und zum Schluss hat es unten in der Beschreibung noch ein paar Links. Und ja, es hat mich gefreut. Mein Kopf. Ich wollte das verstecken. Ich habe meinen Kopf angeschlagen, Selam. Aber es ist nur ein bisschen aufgeschürft. Hast du es gemerkt? Also, ich hoffe, Olivia, das war nur ein kleiner Unfall. Also nein, ich bin umgekehrt, so die Stege aufgekehrt. Nein, Olivia, ich bin nicht betrunken aber ich habe pressiert für meine Lektionen. Nicht zu viel Wein getrunken. Nein, das war mitten am Tag. Ja. Okay. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, sind ihr da gewesen. Schön, tut mir leid für die schon am 6 Uhr gewartet haben. Nächste Woche am 8. Uhr wieder für einen neuen Livestream. Ja, treffen wir uns nächste Woche für die können und die wollen, die Lust haben, die ein bisschen Schweizerdeutsch üben. Nein, Selam, ich habe nicht Kopfweh, aber es kratzt mich ein bisschen, es beißt mich ein bisschen. Okay, tschüss zusammen, macht's gut. Oh.